Bald fängt die Winter-RS an, das sind meine Tipps und Tricks für die Winter-RS. In diesem Video reden wir über das Thema Geld, Lohn, Geld sparen und allfällige Sachen, die ihr alles mitnehmen und allgemein über das ganze Militär. Also falls ihr nicht ins Militär müsst, ihr aber jemanden kennt, der ins Militär muss, schickt dem einfach das Video. Sind alle hoffentlich gut vorbereitet für die RS. Während der RS verdient ihr 69 Franken plus 6 Franken Sold oben drauf. Das heisst also 75 Franken pro Tag. Während ihr den Sold auf euer Bankkonto bekommt, bekommt ihr die 69 Franken Erwerbsersatz, also EO, bekommt ihr den EO per Zettel über. Ganz wichtig da, und jetzt wird es schon mal kompliziert. Wenn ihr angestellt sind, könnt ihr mit eurem Chef darüber diskutieren und darüber reden, ob ihr 80% von eurem letzten Lohn könnt bekommen während der RS-Zeit. Wenn ihr nicht angestellt sind, ist es einfach die 69 Franken plus die 6 Franken Sold. Jetzt wird es direkt nochmal komplizierter. Wenn du angestellt bist während dem Militär, nimmst du den EO-Zettel und schickst ihn einfach deinem Chef zu. Der macht dann einfach den Rest, der weiss dann, wie es funktioniert. Bist du angestellt gewesen, bis innerhalb von einem Jahr vor deiner RS-Zeit, schickst du es ebenfalls deinem alten Arbeitgeber zu. Ich weiss, das ist mega blöd und mega verwirrend. Wenn ihr innerhalb von einem Jahr vor RS-Start noch gearbeitet habt, davor irgendwie gekündigt habt, müsst ihr es trotzdem am alten Arbeitgeber schicken. Wenn ihr studiert oder einfach gerade aktuell keinen Job habt, müsst ihr den EO-Zettel eurer kantonalen Ausgleichskasse schicken. Gebt dort einfach irgendwo in Safari, kantonale Ausgleichskasse, Zürich, Glarus, Bern, Basel, wie auch immer. Und auf ihrer Seite findet ihr alle Informationen zum EO-Zettel. Wenn wir schon über das Thema Geld reden, dann reden wir auch über Geld sparen. Während ihr im Militär sind, ist eure Grundversicherung deckt vom Militär. Das heisst, ihr nehmt den Marschbefehl, den ihr bekommen habt, und schickt den eurer Krankenkasse. Währenddessen wird nämlich eure Grundversicherung justiert. Das heisst, ihr spart schon mal 200 Franken pro Monat auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt also noch die Heim wohnt und sowieso keine Ausgaben habt, könnt ihr es auch so machen wie ich und ihr spart euch die EO-Zettel. Denn die EO-Zettel könnt ihr bis und mit 5 Jahren später erst eurer kantonalen Ausgleichskasse geben und sie müssen euch dann immer noch auszahlen. Das heisst, wenn ihr jetzt in diesen 4,5 Monaten euren EO-Zettel aufspart, könnt ihr nach der RS schöne Ferien machen oder das Geld allgemein einfach auf die Seite legen. Kommen wir zum Thema Ausrüstung. Viele fragen mich, hey Max, muss ich irgendetwas holen? Bekomme ich alles über? Wie sieht das aus? Macht euch da erstmal gar keinen Stress. Ihr bekommt nämlich in der ersten Woche alles über vom Militär. Das Einzige, was ihr vor der RS schon holen könnt, sind eure Schuhe. Das sind die sogenannten KS-19 schwer. Aber auch da ist es kein Muss, die früher holen, denn auch die bekommt ihr in der ersten Woche von der RS über. Würde ich so empfehlen, ja, dann könnt ihr sie noch ein bisschen einlaufen. Jedoch gibt es ein paar Sachen, die ihr müsst oder sollt posten vorher. Vor allem für den Winter empfehle ich euch ein Odlo drunter anziehen. Da würde ich euch einfach ein Odlo X-Warm oder ein Ultra Warm empfehlen. Dann, was ihr auch noch bekommt vom Militär während der RS, sind 5 Paar Socken. Respektive 10 Paar Socken, 5 dicke, 5 dünnere Socken. Ich würde euch aber noch empfehlen, ist, kauft noch mal ein paar Socken zusätzlich oben drauf, speziell fürs Militär. Bitte beachtet einfach bei den Socken, sie dürfen nicht blau, nicht rot, nicht irgendetwas sein. Es geht nur schwarz oder grau. In der ersten Woche von der RS bekommt ihr nicht sofort am Montag direkt eure Ausrüstung über. Geht meistens bis Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag oder sogar Freitag. Deswegen empfehle ich euch, nehmt sicher 7, 8 Unterhosen mit. Die sowieso. Und oben drauf sicher 2 Trainerhosen, ein paar gute Schuhe, vor allem weil ihr im Winter startet, eine gute Winterjacke, 2, 3 T-Shirts und vielleicht auch noch einen Pulli. Vergesst bitte nicht einfach eure Sportschuhe, denn die sind Pflicht. Auch noch wichtig, nehmt ein paar Schlarpen mit. Dann auf jeden Fall nehmt euch ein Tuch mit, denn ihr wollt nicht stinken. Dann glauben wir, die Dusche braucht ihr nach diesen